Willkommen zurück hier zum Let's Play von Tales of the Abyss. Ach nee, Moment mal, das ist ja Tales of the Syria. Wir haben hier als Gegner heute Jade Curtis. Yo! Dann mal gucken, was der Gute drauf hat, natürlich, wo man hier ist. Und ja, würde man sagen, direkt loslegen war. Der gute alte Jade. Dann hat er ja berechnend. Ah. So, gut. Wird lustig. Gut, Art-Verteidigung. Verdammt, der mein physischen Angriff erhöht war. Da passt es wie nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, warum zum Henker kann ich mich überhaupt treffen? Der hat doch... Ich glaube, bei dem wären alles Teile gar nicht mal so verkehrt. Dann sind wir gleich alle drauf und da hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Schicken wir mal echt noch rein. Also verarschen, du hast trotzdem da. Also kann der schnell eine Arte wirken. Ja, das Team würde eigentlich stimmen, aber eben, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr doof. Der macht trotz allem alles Teiler so einen Damage. Also verarschen? Ist der echt so stark? Leckt mich doch am Arsch. Ganz kurz mal gucken. Der ist aber schon aktiv, wa? Ja, ich sehe natürlich nicht, ob ich damit wieder aufteile oder wie das genau funktioniert. Aber ich würde es relativ schnell merken, wa? Mann, so weh, warte mal aus. Ja, hab ich mal keinen Bock drauf. Ich verstehe das einfach nicht. Die hatten alles Teil doch aktiv. Ne, fangen wir von vorne an, Leute. Geht, das ist mir gerade ein bisschen zu doof, ganz ehrlich. Ne, da kann es nicht sein. 45. Was? Ich hab doch gerade gespeichert. Hä? Ich hatte gerade offscreen hier gespeichert. Och, leck mich doch am Arsch, Spiel. Was soll denn der Quatsch schon wieder? Meine Fresse, ey. Dass wir uns hier verarschen, ist auch wieder da. Aber der hat doch nachher... Mann, das ist doch einfach... Leute, ganz ehrlich, ich habe garantiert gespeichert offscreen. Ja, ich war schnell speichern, aber trotzdem haben wir es gemacht. Gut, wisst ihr was, da geht das mal zu doof. Ihr habt gesehen, dass, nee. So. Ist auch interessant, der ist im Vergleich zu allen anderen viel zu stark. Frag mich nicht warum. Wenn ja auch mit Sophie kein Problem, also kein Problem, relativ keine Probleme. So den ganzen Weg runter. Und dann langsam mal Ding einsetzen, wa? Hey, wieso aber jetzt ein antiker Kugel 10 schon wieder?
Ja, was anderes. Gut. Ah, dann mal ganz schnell runter. Aber Alter, wie stark war denn der? Vor allem, obwohl ich alles Teil benutzt habe, war trotzdem 1, 2 Angriffen, zack, war nicht down. Also, sorry, aber er kann sich den Gegner so stark machen. Ja, stärker als Helda, will was heißen. Oh, und jetzt musst du die Truhe nachher alle wiederholen. Warum, Spiel? Warum? Warum tust du uns so etwas an? Ja, ich weiß, ich kann es auch schneiden, Leute, aber ich habe ehrlich zu sagen keinen Bock drauf. Also am besten einfach mal irgendwie schnell 2-3 Minuten Video überspringen, ist halt wieder auf dem aktuellen Stand. Und ich überlege mir hier, ob wir den Rest hier auf leicht machen, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Ne, im Prinzip würde ich schon sagen, gibt neuen Gegner, vor allem Endboss natürlich, oder Zwischenboss von mir aus, die schon auf normal oder mittel, bisher ging es auch mittel, das kann ich noch weitere Mittel versuchen, wenn ich es am ersten Mal sehe, okay, geht nicht, weil ich halt doof bin oder wie auch immer. Weil was falsch gemacht hast, los. Dann kann ich nachher immer noch sagen, okay, es war ein Versuch auf leicht. Weil sonst, wie gesagt, das Let's Play wieder zu lange, wir ziehen alles in die Länge. Und das nur, weil ich mich so doof anstelle, das kann es ja auch nicht sein. Und vor allem will ich ja endlich mal wissen, was zum Henker eigentlich da genau los ist, wenn wir da alle Kelche gemacht haben. Kommt irgendwie der übermäßige Megadrache, der Level 200 ist, den du sowieso nicht besiegen kannst. Also das Spiel bereits zum 2. oder 3. Mal durchzocken, was auch immer. Du weißt jetzt selber irgendwie auf Level 1000. Ja, ich weiß, also ein bisschen übertrieben, aber trotzdem. Mal ganz kurz noch anders, Leute. Ich gucke mal hier im Hintergrund noch nach, was das eigentlich genau für ein Typ ist, unser guter Jade. Dementsprechend halt, was er so für Stärken und Schwächen hat. Vielleicht kann ich noch irgendwie besser mit dem darauf reagieren. War gut, wir müssen jetzt, das jetzt gerne mystische Art an, wir müssen eigentlich da die Verteidigung erhöhen. Ob das alleine ausreicht? Schon mal das Team richtig positioniert. Stimmt das sogar? Wasserfeuer. So, noch ein Alles-Teiler, dankeschön. Das war ja den er vorhin noch gefunden hat, deswegen hat er wieder 10 aus ursprünglich. Nee, also war er so, aber noch eingekauft, dann waren es auch wieder 10. Nämlich am einen Drachen, Endboss, Viech oder Riesenlibelle, wie auch immer, oder Wyvern. Aber ich eingebraucht waren es 9 oder 10. Gut, stimmt soweit, ja. Aber eben, ich habe ihn ja vorher auch einmal eingesetzt. Da hat trotzdem noch so viel Damage gemacht, wo ich mir so einfach sagen musste, hä? Der hat gar nichts gebraucht, okay, nochmal versuchen. Gut, die sind gleich da. Gott sei Dank. Da habe sicher irgendwo noch so eine Route Camillos das übersehen. Der Quietschuring, ja, ja. Ja, aber das wäre das echt geil, wenn man auch Windschreiten einfach so aktivieren könnte. So, nochmal, wa? Ja, da hätte ich irgendwie noch 2, 3 verpasst. So, da mache ich noch, was ich vorhin erwähnt habe, wegen Art der Verteidigung, jetzt mal ganz froh. Ist ja nur plus 8, da muss reichen. So, nochmal schnell speichern. Da hat aber vorhin offscreen auf Nein geklickt. Ich habe doch gesehen, dass der Ladebalken durchging. Mal prüfen. Die Zeit ist ein bisschen falsch, muss ich jetzt zugeben, aber immerhin der Kelch 4, das stimmt. Gut. Auf ein neues, auf leicht diesmal. Ja, ich weiß, kann man Erfahrungspunkte und so, was soll's. Wenn so ein 90 wieder runtergeschwächt wird. Das ist ein krasser Unterschied, wa, wenn du so siehst.
So, und jetzt sehen wir, wie ich vorhin gesagt habe, noch ein Allesteiler. Ja, können wir schon viel besser. Ja, viel besser, viel besser. Vor allem auch, als ungefähr ein realistisches Level war, vorher so 112 oder so etwas. Gut, ist fast schon zu einfach, aber vergesst nicht, Leute, der hat sicher auch noch eine mystische Arte drauf. Und dann schon fast in die Down sind, von der, so gesehen. Hier kommt der Strudel. Das ist relativ gut, war um seine Art zu unterbrechen. Oder auch nichts. Oder teilweise schon. So, ist ja ganz so schlimm. Ja, zu spät. Das tat weh, Mann. Du. Aber die Hälfte ist schon mal runter. Ja, gut, die Hälfte. Das sind echt verdammt stark, obwohl es gar nicht so aussieht hier. Ich meine, ja gut, Fokus ist hoch, war vielleicht deswegen, dass der Angriff so stark ist. Ja, vor allem gemein ist ja, also normale Verteidigung ist ja eigentlich schwächer, aber trotzdem, wenn man sieht, Widerstand, ja, schön. So, komm schon, ich hab nach 4. Geht doch. Also bringt das nichts. Ein bisschen Galopp auf Flamme, weil es kann. Weil er keinen Widerstand dagegen hat.
Na klar, bringt nix. Ja, das lag down. So, sehr schön. Dann haben wir schon den Rest hier. Oh. Oh, was echt noch nötig. Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, Kumpel. Ja, versuch's doch. Wobei, ist eine hübsche mystische Arte. Und trotz allem noch 8000 Erfahrungspunkte. Du. いやはや見えない敵だらけ。厄介な世界ですね。あなたは？これは申し遅れました。私はジェイド・カーティス。俺はスレイって言います。ジェイドさんは見えているのですね。私たちやヒョウマンは。ええ。たとえ不可視でも空間構成素子には何らかの影響を及ぼしているはず。その揺らぎを検出、視覚化するようメガネに細工をしてみたのですが。マジでメガネが理由だったか。とかだったら面白いですね。じゃあなぜ見えてるんだ。それに声まで。さあ。こいつ。ミボの苦手なタイプのようね。エドナと同じだ。おふざけはそのくらいにして、そろそろ私が元の世界へ戻る方法を教えていただきましょうか。別の世界から来たっていうのか。はい、何らかの力が時空に干渉して私たちをこの世界に引きずり込んだようです。詳しく調べないと何とも言えませんが、この遺跡が発する力場が原因なのは間違いなさそうですね。まったく迷惑な話です。ですが、私たちもどうしたらいいか。おや、あなた方も知らないというのですか。これは困りましたね。やはり力の発生源を叩くしかありませんか。力の発生源、領域のことか。それをそう呼んでいるならそうなりますね。しかし強力な領域は複数あるようです。となると、あのお嬢さんの方が元凶に当たってしまうかもしれませんね。いえ、こちらの話です。では私はこれで。なんだあれ。別の世界なんて信じられないよね。ローゼちゃん、それをここで言う？それもそっか。Oh Mann, wie geil, ey. Ein Charakter nach dem anderen aus diversen Tales of Games. Jo, wir würden uns freuen, wenn noch ein paar aus Tales of Xillia kommen würden. Von auf Mila, Alter, das ist ein geiler Fight gegen Mila. その心は？煮ても焼いても揚げても食えない。なるほど。 Aber ja, ich schätze mal eher weniger. So, dann schätzen wir dann wieder zurück auf Mittel. Mann, was immer falsch. So, ich muss es so akzeptieren. Gena warten 70, gut. Ja, da doch irgendwie eine ganze Party draufgegangen war. So eine verdammte Scheiße. Aber ist mir scheißegal. Wir haben Planen, ziehe ich durch. Jetzt hat Überlänge. Scheiß drauf. Gehen wir mal, jetzt haben wir im Kelch 4, gehen wir mal zu Kelch 5. Kelch 4 leuchtet immer noch, interessant. So, wo sind wir denn jetzt? Kelch 5. Die Frage ist, wie lange schon am Ende. Bis da noch Gegner, obwohl ich noch so ein Ding um mich habe. Egal.
Habe eigentlich einen heiligen Trank getrunken, war? Also dürfen eigentlich keine Gegner auftauchen. Naja, Theorie und Praxis, war immer so eine Sache. 0 Wirkungsweste. Soll man noch anziehen oder was? Interessant. Sophie zuerst, dann haben wir auch noch Jade. Wer kommt wohl als nächstes? Oh. Ich krieg euch, ich krieg euch! Bleibt doch mal stehen, ey! Okay. An der für eine Power. Oh, sowas hat er aber schon befürchtet. 質問が待ちなくてスープ自体は悪魔という意味なんですよ。 Alter, was? Graben? Ah ne, tiefer Sturm, genau. Alter, was eine krasse mystische Art. Oh, können wir mal ganz kurz amatisieren, ja, 2. Da wird es langsam mehr. Müde sind sie! Oh, ich kann nichts machen. Ja, dann krepieren sie halt. Ich sehe nichts. Die geben von dem eigentlich noch relativ viele Erfahrungspunkte. Alter, wie es so schlecht geht. Eine weitere Goldtruhe. Wer war uns wohl hier auf Ebene 5? Bisher ist eigentlich immer so, dass halt besondere Personen kommen in geraden Zahlen vor. Na, wer könnte bei Tails, also bei der Kelch 6 kommen? Ups, das ist der richtige Weg. Mal gucken, wir haben Zeit her. Wir kommen sicher in diesem Part noch zum Ziel hin, da ist kein Problem, aber halt im Kampf, also kämpft dann trotzdem nur so 10 Minuten und so, das ist halt trotzdem ein bisschen ungünstig. Ja gut, alle Verteidigung ist natürlich nie verkehrt, aber nee. Hallo Ork. Du bist zu langsam. Und hier darfst du nicht durch. Du kannst keine Treppen steigen. Treppen, wie geht das? Da falle ich herunter. Da ist Zauberei. Für so eine Hohlbirne will ich sicher. So. Gleich mal auf Ebene. Ich glaube eher die untere Ebene, weißt du immer. Ja, die untere Ebene. Nachher denke ich mal immer wieder gleich, war. Wir haben hier einen Hauptweg, eine kleine Verzweigung. Oh, das sieht ein bisschen anders aus. Fast schon linear. Wack, wack. Nö, Mann. Alter,
muss so eine Ausdauer haben hier die ganze Zeit. Ein Trip nach der anderen. Und gut, vielleicht kann man die Ausdauer auch von den Seraphins irgendwie aufteilen. Wer weiß das schon? Das ist eine seltsame Brücke da. Über diese Brücke musst du gehen. Ist etwas? Ah, nee. Sah nur gerade so aus. Hübsch. War ein bisschen was anderes. Das hätte auch eng werden können. Du, hier haben wir nix. Da haben wir eine normale Truhe. Ob das lohnt, ist eine andere Frage. Kann ich direkt hier runterspringen? Nö, Spiel ist also so. Nö. So langsam mal da. Ja. Ja, die ist wieder mal, wa? So, was haben wir denn hier? Wieder mal so ein Viech. Bisher stimmt zwar ungeraden Zahlen wie so Viecher halt. Und bei geraden Zahlen sind es halt Personen aus anderen Tales of Spielen. Gut, wenn wir sagen, trotzdem noch mal ein bisschen auffüllen hier, muss es trotzdem sein. Erstmal Rudolf Albei, Carpe. Wer hat hier noch sehr wenig? Die haben beide gleich viel. Naja. Müssen ja auch weg, wa? Aktueller Effekt. Das hat abgehoben. Ja, passt schon. Die hat gerade so viel. Die 8%. Wobei sonst aber auch kaum etwas. Sind noch Schaden 197. Ja, schön im Level Up halt erst. Wobei es trotzdem noch geil wäre. Das sind ja eigentlich schwächere Viecher hier. Die müssen wir eigentlich hinkriegen. Gut, machen wir das mal. Und dann speichern, ne? Das macht man im Part drin, wenn ihr auch alles seht. Ja, der Mike hat gespeichert. Das Spiel kann da keine Ausrede erfinden, nö. Jo, und sagen wir mal, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal gegen diesen fetten Boss da und dann hoffentlich auch Ebene 6 noch machen. Und dann gucken, wie es hier weitergeht. Bis dahin, ciao zusammen.